Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Okay, ich höre. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Das ist vage. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher, rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als Wartet, das hier kann es wohl entspannt kaum... euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Und somit Christi zurück bei Fallout 4 in... Genau, wenigstens der Hund begrüßt uns noch. In Concord im Museum. Wie schaut es eigentlich mit unserem Inhalt aus? Achso, wir können ja Drogen. Wir nehmen die Chick mit. Die bekomme ich so nicht auf. Ich weiß, mein Schatz, du bist zu blöd dafür. Und zwar folgendes. Ein bisschen was haben wir schon angefangen in Sanctuary. Nachdem uns ja in der ersten Episode, wo wir da in Sanctuary waren, das Spiel ein bisschen einen Streich gespielt hat. Und wir werden jetzt da... Was machen wir jetzt da? Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Hey, Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt Wir hinter müssen dir, weiter. Boss. Keine Sorge. Ich bring diese Leute nach Sanctuary. Sehr gut, Preston. Du bist und bleibst der Preston Garvey. Ich kann mich ans Internet 2015 erinnern. Da haben die Leute Fallout 4 begonnen. Und schwuppdiwupps war Preston die verhassteste Figur überhaupt. Eine Siedlung benötigt dringend unsere Hilfe. Ich hab das Spiel damals auf der PS4 das erste Mal gespielt.
Ich hab vor lauter Lachen nicht mehr gekonnt. Ich hab mich angeschifft, wirklich. Auf der einen Seite habe ich mich zuerst selber geärgert. Stundenlang, weil ich mir gedacht habe, du Trottel, können sie da nicht irgendwas machen? Kann man das nicht ausnehmen, den Scheiß? Weil du keine Mods gehabt hast, ne? Und dann ist halt das ganze Theater rausgekommen mit Bethesda, Sony und Microsoft zwecks die Mods. Und Bethesda hat gleich zugesagt von Anfang an, und hat so keine Probleme gegeben. Aber Sony hat sich halt geweigert, indem Sony gesagt hat, sie wollen ja die Mods eigentlich ja gar nicht oder zulassen, beziehungsweise nur jene, die nicht zu tiefgreifend ins Spiel greifen. Und dann haben wir extra eine gebrauchte Xbox One geholt, haben wir Fallout 4 gekauft, nachgekauft, irgendeine Edition halt, was weiß der Geier, und hab's dann angefangen selber zum Spielen mit Mods. Und das erste, was ich mir gesucht habe, war Preston halt die Schnauzen. Und seitdem hat mir das Spiel dann eh nicht mehr loslassen. Wo waren jetzt da? Genau, jetzt müssen wir schauen. Das haben wir gesagt, lassen wir alles so. Ich habe jetzt seit über einer Woche nichts mehr da eigentlich. BZW, ich habe jetzt gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe ich was anderes gemacht. Das wirst du dann im Anschluss an diese Episode sehen. Ein bisschen war kurz. Ich habe da jetzt noch nicht viel gemacht. Muss ich dir offen und ehrlich gesagt gestehen, wie du siehst, es ist alles noch im relativen Rohzustand. So, das haben wir weg. Das einzige, um was wir uns in dieser Aufnahme jetzt schnell kümmern werden. Wir benötigen ein paar Betten. Wo haben wir denn das alles hin? Warte mal. ESC verlassen. Ja. Steig aus. Ah ja, stimmt. Unser Madame ist ja eine super schlaue. Warte mal. Fusionskern da mal außer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den Bug noch gibt. Hat es mal einen Bug gegeben, wo NPCs in deine Powerrüstung eingestiegen sind? Fragen wir zwar bitte nicht, ob es den Bug noch gibt. Gut, die Powerrüstung steht, da wo sie hin soll. Ja, was tust denn du da? Sehr gut. Haben wir auch da das brauchen wir da jetzt nicht unbedingt. Oh Gott, ich habe vergessen, wie viele Items das in den Spiel gibt. Das ist eine gute Geschichte, ja. Achso, da habe ich Depp den Dings angebaut. Wie machen wir das jetzt dann blödest? Weißt du was? Wir werden in unser alte Kemenat, in unser alte putzen, gell? Da einer. Was kann man denn da einer tun? Da können wir eigentlich die Sachen einer tun, was wir so nicht mehr brauchen dabei. Achso, da brauchen wir so einen Puppenständer, genau.
Siehst so schnell geht es, dass du alles wieder vergisst. Den Trockner, und das können wir da lassen. Weißt du was? Da passt ja auch genug einer. In den Wäschetrockner da wir dabei die Waffen einer. Da wir die Minigun da dabei dazu einer. Na, die Minigun brauchen wir sogar einmal, was ich mir erinnern kann. Das da mal weg, das da mal weg. Ah, wo war denn das jetzt? Da war ja irgendwo doppelläufige nehmen wir mit. Genau. Da haben wir dabei die Waffen einer. Das können wir dann später in Bausessions ja alles ein bisschen verändern. Das ist ja alles kein Problem. Da haben wir dabei Ground einer. Gewand, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Die Brille da mal einer, in Rehe da mal eine. Das da mal weg. Da die Lederrüstung inklusive Harnisch und den ganzen Schaß, die werden wir uns später zu Gemüte führen. Piper alternatives Outfit, das wollte ich eigentlich anziehen. Ja, ehrlich gesagt, ich hab mit Absicht vergessen, wie viele Items das Spiel hat. Weil er im Prinzip einfach nur schlecht werden kann. So. 79, das passt. Jetzt werden wir da mal hergehen. Kleidung. Werden hier wieder dieses schicke... Und aus dem Weg, du Trottel! Machen wir es wie in New Vegas, ha? Aber die Cheyenne hin und her geschoben, bis man passt hat. Gut. Jetzt weiß ich aber nicht. Warte mal, was. Da ist Whisky. Weißt du was? Weil ich so lustig bin, wo haben wir denn die Hilfsmittel? Da. Da können wir einen Teil dabei da einer tun, wenn es die nicht stört. Mich stört's nicht, gell? Darum frage ich die ja. Psycho, weg. Die 3 Redex, das da mal weg. Und die 2 Zuckerbomben da mal weg. Können wir da noch irgendwas einer tun? Nö. Passt. Wir haben uns jetzt einmal so weit ausgerammt. Und für die Siedler... Wie ist denn der Baumodus? Ich glaube, der war... Genau. Oh Gott, was die nicht alles brauchen. Strukturen, jetzt schauen wir mal. Jetzt geht's ab. Jetzt können wir Gnade. Gut, da wir ja in die große, weite Welt wollen und wir noch so klein und dumm sind. Ach so, okay, da kann ich das nur noch dran. Ja. So. So. Genau. Jetzt haben die paar Siedler-Hansis da was zum Schlafen und jetzt kann sich keiner aufregen. Warte mal kurz. Jetzt schaue ich nur gerade, ob wir vielleicht irgendwo Wände haben. Weißt du was? Das können wir seitlich montieren. Da so. Ist jetzt so gesehen keine wissenschaftliche Arbeit. Es sind ja nur die Leute von Preston Garvey. Also da brauchen wir uns nicht viel antun. Immer diese Dreiklassengesellschaft. Level up. Jawohl, Baby. Jetzt geht's ab. Jetzt kannst du was anschauen. Jetzt geht's früher. Was gibt's denn da noch? Was gibt's denn da noch? Genau. Siehst, jetzt haben sie beim Schäferstündchen auch in der Ruhe. Warte mal kurz. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Also da kannst du so weiter wegzoomen. Okay, das ist
Das ist natürlich interessant. Ja, das ist sehr interessantes. Na, Aufsatz, besserer Aufsatz. Das können wir da herbauen, das können wir da herbauen. Das können wir da herbauen. Wir müssen halt nur hergehen. Das können wir aber dabei lassen. Genau, so haben wir es mal. Muss ich nur schauen. Möbel. Betten. Das sind jetzt der 1. Warte mal. Der Preston. Der Sturge. Die Longs. Und die Oma. Sind das 5 Personen. Okay. Es ist zwar ein bisschen schwierig. Es ist halt. Ja, es ist halt ein bisschen ein Herumgefudel. Es ist auf der Konsole ein bisschen einfacher, aber mit der Zeit kommst du da auch dahinter. Musst halt ein bisschen Millimeterarbeit leisten. So, da, schau her. Da. Ich glaube aber, dass wir nichts zum Essen haben. Das heißt, wir werden uns auf den Weg machen, Essen besorgen. Für nette Siedler, die später dann glauben werden, dass alles selbstverständlich ist, was wir da aufbauen. Okay, gut. Der Spieler oder die Hauptperson, um die es eigentlich in so Videospielen geht, ist eigentlich immer das ärmste Schwein. Weil der kann sich ausspucken lassen. Ah! Das ist ein Mod, genau. Aha! Warte mal kurz. Das ist ein Mod, genau. Institutuhr. Auch interessant, ja, warum nicht, gell? Institut-Counter. Ist das so? Warte mal kurz, ich trage das einmal nach. Achso, das ist so ein komisches Clan da, was das immer sein soll. Misch. Kryopad. Keine Ahnung. Wow. Wow. Wauzi. Wauzi. Sachen gibt's da, das gibt's gar nicht. Sonstiges, was gibt's da alles? Aber wie gesagt, in meinem anderen Format, was ich da heute hinten anschneiden werde, gehe ich dann auf ein paar Sachen ein. Allgemein. Aber das wirst dann eh alles sehen. Heute ist ja nur mal der Probelauf dafür. Was brauchen die noch? Essen. Essen. Weil jeder will immer nur essen. Essen. Ja, ich will auch essen. Der Mond ist voll und ich hab auch Durst. Also ein gutes altes El Bandi-Zitat. So. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt was zum Essen habe. Weil wir waren ja noch nie unterwegs. Hihi, der war gut. Aha. Genau. Wasserpumpen haben wir aber genug. Die könnte man eigentlich da so her tun. Nur frag mich bitte nicht, nach was das Spiel den Abstand zu den verschiedenen Objekten berechnet. Das weiß ich bis heute noch nicht. Wasser haben wir 9, das passt. Ah, die Wahnsinnige ist ja schon dabei. Warte mal kurz. Ressource ist zugewiesen. Normalerweise müsste sich ja was tun. So, Marci, du Stück, du. Ja, schauen, ob es das wird. Ich glaub's nicht. Dann brauchen wir ein bisschen Verteidigung. 6 Stück können wir bauen. Das ist noch nicht viel. Ja.
Ich habe das ja sowieso ausgeschalten. Aber ich werde das dann später im Laufe des Ganzen ein bisschen kontrollieren. Weil sie das nämlich mit den Dings nicht unbedingt vertragt, mit dem Creation Club. Aber normalerweise dürfte das kein Problem darstellen, weil nämlich im ersten Let's Play damit auch nicht unbedingt gravierende Probleme gehabt habe. Ich habe halt nur müssen aufpassen, dass ich halt alles mit Updates und alles drum und dran, die Mods halt auch, wie sagt man, frisch halt, sagen wir so. Gut, gehen wir da mal aussehen, den Quagel. Ja, Essen ist eigentlich das Einzige. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wo wir Essen herkriegen. Wir gehen dann mal beim Nachbarn klauen. La 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 la. Wir gehen mal beim Nachbarn klauen. Scha la 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 la. Aber weißt du was, das wäre jetzt unfair euch gegenüber, wenn wir da jetzt da wieder im... Wenn wir da jetzt hergehen und das machen im Finstern. Da. Machen wir mal 12 Stunden. Genau. Ah, herrlich. Dieser Morgenduft von Fürzen, die sie in der Nacht durch den Darm gequält haben, gell? Was habe ich gesagt? Brauchen wir Essen. Genau, wir müssen essen. Essen, unbedingt essen. Essen. Wir nehmen dabei einmal klein. Weißt du was? Man könnte doch rein theoretisch... Stecken wir weg die Waffen, Dirndl. Dass wir mal ihr alternatives Outfit zeigen. Am Tag. Hm. Hübsche Maus. Warte mal kurz, jetzt geht da wieder zurück. Einer da in diese Ego-Perspektive. Wir also meinen Hund da lassen und werden unseren ersten intelligenten Begleiter mitnehmen. Hihihihi. Willkommen zurück, Ma'am. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Wir werden sehen. Vielleicht. Mal sehen. Das werden wir bestimmt. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen, Ma'am. Komm mit. Ja, natürlich. Direkt hinter Ihnen, Ma'am. Keine Sorge, Junge. Dein Frauchen ist in guten Händen. Der Dogmeat bleibt in Sanctuary, genau. Und du kommst später wieder dran. Aber das Spiel ist so umfangreich, du musst fast früher mit dem frühesten Begleiter anfangen. Der wohl anstrengendste Begleiter. Paladin Dance. Ui, da brauchst verdammt Wir sind lang. Diamond City wohl zu wissen. Wenn der Name eine gewisse Bedeutung hat, muss es dort recht schön sein. Ja. Ich meine, es gibt einige Sachen, die haben sie halt für Fallout 4 ein bisschen verändert. Bin mir jetzt gar nicht sicher. In The Elder Scrolls Oblivion ist auch vom gleichen Entwickler als wie Fallout 3 und Fallout 4. In Elder Scrolls Oblivion hast du ja... Hat sie die... Warte mal kurz. Genau. Da hast du ja... Wenn du jetzt da in Oblivion eine Waffe gezogen hast und hast mit einem NPC geredet, hat der NPC drauf sehr eigen reagiert, ne? Das hat er nicht wollen. Ich weiß gar nicht, ob das da... Na, so tief... So gründig ist das, so tiefgründig ist das Spiel nicht.
Aber es macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß, weil du eine Sandbox hast, so wie die Open World da. Du kannst machen, was du willst. Da ist noch eine Gelse. Das wird ein Spaß. Au! Vorwärts. Wow, Uzi. Uzi wird aggressiv, du musst aufpassen. Das ist ganz gefährlich. So, da. Jetzt muss ich nur schauen, wir brauchen ein bisschen Radax. Radax, Hilfsmittel. Ah, Drogen. So, dann. Steck die Waffen mal weg. Wir brauchen sie nicht. Bitte, bitte, Hilfe! Ich will nicht sterben! Ich sagte, halt die Fresse! Oh Gott. Irgendjemand, bitte, Hilfe! Dieses Ding bringt mich um! Kein Wort mehr! Du wirst mich nicht ersetzen. Bitte, du musst mir helfen. Dieser Typ ist ein Sünde und er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Oh Gott, meine Kinder. Lass sie aus dem Spiel. In Wahrheit ist er der Sünd und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Warte mal, was für einer war das Sünd? Ich weiß es nicht mehr. Hey, I'm on your side. I just need you to tell me the truth. Then maybe I can help. Ich sag dir, ich bin kein Sünd. Du musst mir einfach glauben. Aber geile englische Synchronstimmen. Beruhigen wir uns erstmal. Hier muss niemand sterben. No, he wants me dead. He's never gonna stop. I have to kill. Hör nicht auf ihn. Er wird alles versuchen, um dich zu überzeugen. Hör zu. Nimm einfach nur die Waffe runter. Dann können wir über alles reden. Na gut. Ich nehme die Waffe runter. Oh, Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur noch 2 Gräber ausheben. Du bist tot. Ja, der Cozy macht das schon. Dann war er das Sünd. Mein Arm! Wie viele Schuss hab ich? Oh, Scheiße. Das war's schon. Großer Gott. Genau. Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Gott, ich zittere noch immer. Entschuldigung. Das Institut. Das sind Monster. Was sowas gibt. Art. Sündkomponente. Plünderer-Outfit, das braucht man nicht. Gut. Ich bin mir bei dessen immer unsicher, wer. Ich hab's zwar schon 2000 Mal gesehen oder 5000 Mal, aber da merkt man das nicht. Ich muss da auch ehrlich gesagt gestehen, ich will mir das ja gar nicht merken, weil dann wurde die ja gar nicht noch fertig. So. Sensormodul. Okay. Genau, da ist das Hütchen mit unserem kleinen Ausreißermädchen. Eine Blähfliege. Boah, das war so elegant. Sehr elegant. Und sobald wir in Diamond City sind, werden wir eine neue Frisur verpassen. Auswahl, zack! Uzi, du bist der Mann. Ja! Du nimmst dauerhaft 5% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Voll geil. Aha! Rollerband der Ausreißerin.
Ich habe nur gewartet, bis sie da hinterm Pfosten herkommt. Genau. Ein paar Insekten. Ha! Er ist so putzig, unser Cozy. Gut. Fragen wir jetzt bitte... Wir werden uns das Holoband jetzt einfach einmal anhören. Und dann kann ich da vielleicht ein paar Gedanken sagen, die mir da durch den Kopf gehen. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich persönlich, es ist immer Ansichtssache, finde die Geschichten, was sie da extra für das kreiert haben, finde ich nämlich besser, wie so manche Hauptgeschichte bei Bethesda. 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt. Und es war schlimm. Richtig schlimm. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen müsse. Mama hat nur geweint. Und irgendwie tat das mehr weh als alles andere. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhaus in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Wird es irgendwann wieder besser sein? Man kann es natürlich rein interpretieren, was passiert ist. Aber es... Und John wird es nie erfahren. Jetzt kann es natürlich hinein interpretieren, weil hinterlässt einen riesengroßen Interpretationsfreiraum, die ganze Geschichte. Ne? Ich weiß es nicht. Ich habe zwei Vermutungen, ich gebe es offen und ehrlich gesagt zu. Es mag jetzt so ein bisschen drastischer anhören oder drastischer wirken, aber ich habe zwei Theorien. Aber eine ist schlüssiger, glaube ich. Was ist so schlimm, dass du aus dem eigenen Elternhaus ausgeschmissen wirst? Beziehungsweise der Vater, die Mutter dabei hält und nichts dazu sagt. Rein theoretisch. Bitte, das ist jetzt wirklich nur rein theoretisch. Ich glaube, dass das Dirndl einfach schwanger war und das Kind antreiben hat lassen. Das ist das ist eine Vermutung, die stellt jetzt einfach einmal so in den Raum. Ich kann es nicht beweisen, weil du so gesehen ja keine Beweise kriegst für den Schatz. Sehr clever. Weil du für das alles so gesehen keine Beweise kriegst oder siehst. Achso, das ist das Männliche. Wir schauen uns das einfach einmal an. Okay, eigentlich wollten wir nur schnell uns was zum Essen holen, gell? So. Naja, schaut aber auch nicht so deppert aus. Ja, wir bleiben bei dem. Passt. Essen. Wir wollten was zu essen. Nur warum gingen die NPCs auf die Viecher los? Das habe ich nie kapiert. Es ist wurscht, wie oft ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß es bis heute noch nicht. Du versteckst dich hier irgendwo. Cozy, Hier drüben, Mann. in diese Richtung. Genau da muss die laufen. Ich nehme die Haarklammern mit. Nur noch einer übrig. Mein Problem, ich meine, ich gebe es ja auch und ehrlich gesagt zu, ich bin ja ein bisschen ein fauler Sack oder beziehungsweise desinteressiert an Dingen, mich vor irgendwas spoilern zu lassen.
Ich habe leider bei... Schöner Tag zum Staubwischen. Hervorragend. Keine Ahnung, warum die NPCs die Tiere als Bedrohung sehen. Ich weiß es nicht. Die geht einmal nicht mit. Und das ist fit. Da. Tato. Die Abernathy Farm. 2 Level-Ups haben wir schon wieder. Gut. Ich werde das Ganze ein bisschen so aufbauen. Jetzt am Anfang werden wir so ein bisschen ruhiger angehen. Mal kurz. Jetzt am Anfang werden wir das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Und im Laufe der Zeit werden wir das als richtiges Epos aufbauen. Das ist halt meine Idee und Fantasie dahinter. Das Langzeit-Epos. Ich meine, gut, bei der Länge und bei der Größenordnung oder bei meiner Spielweise, bei meiner relativ ausgedehnten, da brauche ich nicht viel tun, ich spiele es halt einfach so. So. Grutze fix. Der Baum im Weg. Stimmpack. Bisschen Muni. Naja, gratis. Cool. Dann haben wir die Disteln damit. Dann haben wir die Disteln damit. Kurz einen Blick bitte. Ah. Dann müssten da, genau, da müsste auch noch ein Stimmpack sein. Da müsste ein bisschen Wasser herumliegen. Sehr gut. Hä? Wieso ist mir das noch nie aufgefallen? Cool. Ich spiele das Spiel jetzt schon das 6. Jahr. Aber da ist es mir noch nie aufgefallen. Cool. Ah, da ist noch irgendwo diese Höhle unter der Red Rocket, genau. Ja, wurscht, das können wir uns das nächste Mal anschauen. Wir haben Zeit. Jetzt und für heute. Jetzt und für heute werden wir einfach das Dings fertig machen. Das bisschen, was wir für die Siedler geplant haben, beziehungsweise ein bisschen einen Aufbau. Und der Rest ergibt, dann wenn wir soweit sagen. Pökelter Red Hirsch. Oh. Super. Passt was an. Sehr brav. Ich muss mir an die Steuerung ausgewöhnen. Für mich ist das Umgewöhnen mit den Steuerungen, das kannst du dir nicht vorstellen. So. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir alles mitgenommen, genau. Das ist ja alles oben. Das ist ja alles ein Sanctuary, passt. Ja, man, was willst du noch viel über das Spiel sagen? Es ist ja schon alles gesagt worden. Ich bin mittlerweile sogar schon mal überlegen, ich hätte nämlich einen Mod gesehen, den müssen die probieren. Und zwar, da gibt es einen Mod, die verhindert das Respawnen an verschiedenen Orten. Wenn du schon mal irgendwo warst, dann respawnt dort nichts mehr. Das wäre mal geil. Das wäre mal wirklich eine geile Geschichte. So.
Dann werden wir... Nicht auf den Preston schießen. Na komm. Radium. So funktioniert das. Wir werden die Kochmöglichkeit da nach oben verschieben. Wir werden es wieder weit daher da. So. Dann wo haben wir? Ah, da haben wir die 3 Gartenfelder. Für normalerweise müsste tada! Für normalerweise müsste ja oder müssten diese ganzen Essensrationen, die wir uns jetzt da geholt haben, müssten ja jetzt da drinnen sein. Genau, Klingenkorn, haben wir alles da. Melonen. Wenn nicht Tatos auch mitgenommen. Haben wir genug da? So. Natürlich werden wir das später dann alles noch ein bisschen anpassen. Das, dass das alles ein bisschen Hand und Fuß hat, der ganze Quagel da. Schauen wir mal. Jetzt schau ich noch grad. Es ist alles ein bisschen. Also das fühlt sich alles so nicht ganz fertig an. Ja? Ah, heute noch nicht. Obwohl ich es nicht gern baue in den Spiel, so ist es nicht. So. Probieren wir es nochmal. Jetzt hat's funktioniert. Da haben wir nichts mehr. Melonen könnte man noch ein paar hinpflanzeln. Da, schau her. Marci, schleicht die. Wie gesagt, das ist ein Charakter, den mag ich nicht. Ja. Na, perfekt, perfekt. Naja. Es schaut jetzt schon sehr beschissen aus. Ich kann dir spoilern, dass das scheiße ausschaut. Na, das werden wir dann später alles noch ein bisschen schöner machen. Das passt dann. Und somit hätten wir wieder etwas geschafft. Und in der nächsten Episode,
zu einem nicht enden wollenden Spiel. In der nächsten Ausgabe werden wir hergehen, werden vom beziehungsweise werden vom Sturge die Aufgaben noch schnell erledigen. Dann mit Essen, Betten und hin und her. Und dann werden wir schauen, vielleicht braucht die Mama ihren Stuhlgang. Und dann werden wir da unten auf das Gespräch mit Preston einlassen, gell? Ja, und dann werden wir mal in die große, weite Fallout-Welt marschieren. Und tun und machen. Ja, ich bin ein riesiges Institut für Säuberungen. Ja, genau, sollen wir es machen. Da ein bisschen quatschen, ein bisschen reden mit etwaigen NPCs und dann steht der langen Reise nichts mehr im Weg, aber dann wirklich, hat jetzt 3 oder 4 Wochen gedauert, bis wir mal so weit sind, dass wir sagen können, wir schauen uns die Welt an. Genau. Mädchen, guck die da her. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du ein bisschen an Spaß hast, ein bisschen abschalten können. Was weiß ich. Bis zum nächsten Mal. Baba. Und somit grüß dich bei Fallout 4. Das ist jetzt dran geschnitten an eine stinknormale Episode von Fallout 4 vom PC. Da befinden wir uns auf der Xbox One, wo ich ein bisschen experimentiere mit Mods etc. und das möchte ich da halt ein bisschen sagen, was halt so auf der PS oder auf der Xbox gibt. Und wie du da im Hintergrund siehst, ich nenne das Format wem's gefällt. Das überbleibt dann dir, ob du das für dich wertvoll empfindest oder auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ein Format schon gibt auf YouTube. YouTube ist riesig und ja, ich möchte halt einfach ein bisschen was sagen. Was soll ich jetzt sagen? Ich arbeite jetzt auf 2 Baustellen. Xbox und PC. Hier auf der Xbox-Version ist der Creation Club drauf, den ich ja am PC nicht oben habe, beziehungsweise nur eine einzige Sache und das ist dieses Slocum Joe Restaurant. Aber dazu später mehr. Was machen wir da heute? Das wird jetzt nicht, das wird nur ganz Ding Bum Bam Bim, dass ich da ungefähr sagen kann, was da auf die zukommt. Das, was du da jetzt was du da jetzt siehst, ist ein Mod. Sage da, warte mal kurz. So wie zum Beispiel, du kannst ja das alles über die Dings, warte mal, wo hab ich denn die die Chemiestation, das ist da hinten drinnen. Siehst du gleich mal, was ich da schon gemütlich gemacht hab. So, in kleinen Aufnahmen, beziehungsweise so Offline-Sessions, ganz privat für mich, gell. Ich habe auch da die Radios eingeschalten. Ich hab's ja schon mal erwähnt, die Musik, dieser Soundtrack ist irre gut. Ich mag ja diesen 50er, 60er Rock'n'Roll, den mag ich. Das ist schlicht und ergreifend gute Musik. Und du siehst da jetzt du siehst da jetzt mal 3 Kleidungsstücke, kann man das so sagen, 3 Mods. Und den haben wir gerade an. Und dann gibt's noch etliche, die kannst du, da hast du da 4 Raider-Rüstungen, das können wir uns mal anschauen. Dann hast du da noch ein Outfit. Und du hast da Jennifers Outfit von Witcher 3. Und das Terra Rogue, das glaube ich ist aus einem eigenen Videospiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, tut mir leid. Wir können uns einmal, wenn du willst, ein bisschen was anschauen. Das große Problem ist, ich weiß nicht. Da, das habe ich schon probiert. Da vertragen sie aber Mods nicht. Da muss ich erst schauen,
und jetzt wieder extra nur für, die, für das Format da die Mods auszutun und schauen, welche sie nicht miteinander vertragen. Es ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Wir werden aber anders vorgehen. Wir werden uns jetzt da mal das Ada-Kostüm aus Resident Evil herstellen. Black Cat haben wir nicht. Achso, jetzt haben wir wieder alles verbraucht. Nee. Wurscht. Das haben wir. Heavy Armor. Ja, das können wir auch mal nehmen. Ja, das werden wir uns jetzt mal gemütlich anschauen. Und dann kannst du für dich selber entscheiden, ob du das willst oder nicht. Oder ob dir das gefällt oder nicht. Das überlasse ich alles dir. Ich bin nur der Depp, der es da sagt. Genau. So. Und zwar, wir werden uns da irgendwo also ein kleines Podium bauen, wo wir unseren Charakter oder den Charakter da, ich habe jetzt einfach ein Mädel genommen, weil ich mir gedacht habe, es schaut ästhetischer aus. Ästhetischer ausschauen, das ist eine gute Ausrede. Ja klar, ich mein, ja, du wählst da ja auch lieber die Beine, du wählst da ja auch lieber in Kameraden bei erotischen Dingen anstatt bei ekligen, oder? Sei ehrlich zu dir selbst. Die Sache darfst du dir dann selbst beantworten. Okay. Und zwar, ich hätte mir das jetzt ein bisschen so vorgestellt. Ich muss zwischendrin wieder ein bisschen farmen gehen und ein paar Missionen machen, aber alles zu seiner Zeit. Schau her, ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, wir haben da jetzt da zum Beispiel da, das ist ein schöner Aufgang, den belassen wir. Dann werden wir einfach ich hätte gesagt, Denkwagen. Ah Gott, ich höre heute so scheiße. Meine Ohren fallen heute nämlich den ganzen Tag schon zu. Wie mache ich das jetzt da? Weißt du was? Ich bin ja gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal. Machen wir so. Oder? Na, wir werden das so belassen und da können wir einen Charakter herstellen. Das ist geil. So. Das ist da ein bisschen einen schöneren Ausblick hat, genau. Da. Und jetzt hat ein Charakter ein bisschen. Ich glaube, das passt. Dann können wir uns ja da mal alles anschauen. Und zwar ist Ada-Kostüm. Oh! Schaut dann so aus. Das ist das Ada-Kostüm, wenn es dir gefällt. Ich weiß jetzt nicht, ob es am PC auch gibt. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf der Xbox kriegst du das so. In der Ausführung, Ausstattung. Ob dir das jetzt zusagt oder nicht. Yippie! So lasse ich ganz dir, gell? Können wir uns gleich das nächste anschauen. Den 4-Suit haben wir schon gehabt. Und dann haben wir da die Raider Heavy Armor und die Raider Gothic Armor. Die gefällt mir ganz gut. Ich bin sowieso ein bisschen so Metal, Black Metal und Gothic ein bisschen so, ja, ein bisschen drin angehaucht. Die schaut so aus. Ja. Ich finde zum Beispiel, das ist ein Stil, der gefällt mir irrsinnig gut. Gell? Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Rhetorik, bin jetzt nicht unbedingt der größte rhetorische Experte, aber Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Wenn du auf diese Richtung stehst, ist es optimal für die. Und man gut, sie haben nicht unbedingt schlechte Werte, die ganzen Sachen, muss man dazu sagen. Die Heavy Armor, ein Charakter und einmal Ausdauer dazu zusätzlich. Tada! Schaut so aus. Ja. Dir das jetzt gefällt oder nicht, wie gesagt, es überbleibt jetzt ganz dir, gell. Sagt er das jetzt noch einmal? Die wird wahrscheinlich schon die Farbe des Pip-Boys aufgefallen sein. Kann ich da auch gleich sagen. Das ist zum Beispiel so eine Creation Club Kreation. Warte mal kurz.
Shirt und Jeans, was war das? Ah, das war das. Ganz süß und drollig. Was haben wir da? Schmutzige Armeeuniform, kann die was? Also das ist die. Okay. Weißt du was? Wir werden uns einfach den anziehen. Genau. Genau, da hast du ein bisschen für die Zukunft was zum Lachen. Zukünftiges. Na gut. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte das sagen. Du hast dann zum Beispiel die Chance, für einen Pip-Boy so Kreationen und Skins, heißt das so? Ich glaube Skins heißt das. Ja. Du kannst den 4 Suit zum Beispiel auch so anpassen, da über die Mods, bla bla bla. Die Rüstungen oder die Rüstungen kannst du so auch verbessern, sag jetzt einmal. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Die Gothic-Rüstung kannst du auch, oder die schwere Rüstung, Raider-Rüstung kannst du auch mit zusätzlichen Taschen verbessern, wenn du nicht unbedingt die Mod nimmst, von wegen unbegrenzt tragen, die habe ich da noch nicht erinnern. Auf die werde ich ja da verzichten, ich werde da ja nur das Notwendigste mitnehmen, was man braucht, den Schrott. Okay, und dann wollte ich dann noch das mit dem Pip-Boy sagen, schau her, du hast da zum Beispiel über den Creation Club, kannst du dir zum Beispiel so Skins overladen, hast das? Ich glaube so. Jetzt nehmen wir die Cruiser-Lackierung, die Nuka-Cola, hast du schon gesehen. Und so schaut jetzt zum Beispiel die Cruiser aus. Warte mal kurz, wie ist denn das gegangen? Ist das überhaupt schon? Ja. Ah, jetzt da. Siehst? Ich muss mir erst wieder einfinden in den ganzen Schwabel, in den ganzen Kragel da. Was jetzt sagt, steht, das ist jetzt halt die Cruiser. Das schaut eher so aus wie, ja, ich weiß nicht. Nimm irgendein uraltes amerikanisches Automodell mit ein bisschen Rausdown gesetzt in der Lackierung Weinrot-Schwarz. Ja, so schaut das Ganze dann aus. Und dann kann ich den nochmal sagen in den Nuka World Chars. Nuka-Cola Classic. Ah. Die schaut dann so aus. Die typischen Nuka-Sterne. Was es halt so dazugehört. Nuka-Cola. Schaut, dass man nicht mehr sieht. Genau. Und mit diesem Format, das wir hier und da mal reinklatschen, im Anschluss an eine eigentliche Fallout-Episode. Und es wird sich da auch ein bisschen mehr tun. Jetzt zu Beginn habe ich da nicht viel gesagt, es gibt ein bisschen mehrer. Und wenn wir dann höher gelevelt sind, werde ich da ein paar Mods sagen, die vielleicht interessant werden könnten. Es gibt eine, die wird bestimmt interessant, da muss ich aber erst schauen. Ich glaube, dass ich das sogar schon mal irgendwo in einem extra Video beschrieben habe. Ich bin mir aber dessen jetzt nicht mehr sicher. Begrüße Preston. Also wie du siehst, ich werde in Fallout ein bisschen weitergehen. Ich möchte ein bisschen mehr probieren. Auch so für mich selber, gell. So. Unseren Charakter werden wir da wieder hersetzen. Ganz auf romantisch. So, da. Eins kannst du gleich merken, wenn du das bei mir öfters siehst. Ich bin ein riesiger Freund von Lagerfeuer und Öllampen. Oder Kerzenschein. Ich finde das so geil. Weißt du warum? Das hat irgendwas Ästhetisches an sich. Okay, das war's jetzt mal fürs Erste. Und in der nächsten Episode werde ich dir dann sagen, was mittlerweile im Creation Club enthalten ist.
Der ist ja 2017, 2018, glaube ich, ist der noch dazu mit reingekommen in das Spiel. Und dann werde ich einmal ein bisschen sagen, was da alles gibt und was es alles für einen Sinn hat. Weil nämlich, es ist im Bau, wenn du jetzt vom Creation Club was kaufst, hast du ja dann die Möglichkeit, das im Baumenü da in Fallout zu übertragen. Das zeige ich da in der nächsten Episode. Passt. Wir sehen uns dann wieder und wenn dich das interessiert, hoffe ich, dass du halt beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also, wie gesagt, das überlasse ich alles dir. Wenn dir das gefällt, ist gut, wenn nicht, ja, ich kann nicht an jeden Geschmack treffen. Ich probiere halt jetzt mittlerweile ein bisschen mehr aus. Baba dabei.